Ich kann mich noch an Dostojewski und genau. Und Schwarzennest, oder? Ja, Schwarzennest, das war sehr. Bitte, bitte. So, ja, okay, like that. Dankeschön. Herr Bundeskanzler, Slowenien und Österreich werden auch im Zuge des Schengen-Prozesses der EU-Präsidentschaft eng zusammenarbeiten. Was sind hier die gemeinsamen Interessenslagen? Was wird man gemeinsam machen? Also zum einen muss man sagen, das Verhältnis ist ausgezeichnet. Sehr guter wirtschaftlicher Austausch. Wir sind sehr erfolgreich in Slowenien, Slowenien auch in Österreich. Ich bin froh, dass Slowenien jetzt beim Euro ist. Schengen wird erfüllt werden von Slowenien. Das heißt, das ist der nächste wichtige Schritt. Und unser gemeinsames Ziel ist nun, dass wir den Europäischen Verfassungsvertrag hinbekommen, denn das lähmt sonst Europa, wenn es hier zu keiner Lösung kommt. Und ich bin sehr froh, dass Slowenien am Beginn des nächsten Jahres die Präsidentschaft auch dazu benutzen wird, letztendlich alles abzuschließen. Zu den offenen Fragen zwischen Österreich und Slowenien zählen die Ortstafeln, aber auch die Restitution. Welche der Altösterreicher enteignet, welche Fortschritte kann man da erwarten? Also in Österreich haben wir uns ja dazu entschlossen, die Frage der Ortstafeln in einem größeren Zusammenhang zu sehen, nämlich was können wir tun, damit sich das Zusammenleben der Volksgruppen in Österreich verbessert. Hier sehen wir ja enorme Fortschritte. Wenn man denkt, dass im zweisprachigen Schulgebiet in der Zwischenzeit 40% aller Kinder sich entscheiden für die zweisprachigen Klassen, nämlich Slowenisch-Deutsch, ist das ein Zeichen dafür, dass immer mehr Leute auch erkennen, dass es eine Chance ist, zweisprachig zu sein, vor allem vor dem Hintergrund der Erweiterung der Europäischen Union. Ich habe jetzt mit allen relevanten Kräften, bis auf 2, die ich nächste Woche treffen werde, Einzelgespräche geführt, um festzustellen, wo gibt es eine Möglichkeit für eine Lösung. Dann werde ich mir anschauen, was das Gemeinsame ist aus all den Gesprächen, und dann werde ich einmal informell beginnen, eine endgültige Lösung zu besprechen. Und wenn ich den Eindruck habe, es ist soweit, dass wir alle an einem Tisch zusammenkommen, dann werden wir das tun. Ich kann heute noch nicht über das Ergebnis berichten, aber ich habe ein gutes Gefühl, dass wir zu einem vernünftigen Kompromiss kommen, weil ja auch die Menschen in Kärnten von beiden Seiten eigentlich diese Diskussion bereits satt haben und sagen, jetzt sollten wir doch endlich zu einer Lösung kommen, um uns wieder um andere Probleme kümmern zu können. Die Restitutionsfrage und die österreichische Minderheit hier? Ja, die österreichische Minderheit hier ist sehr wichtig. Das ist zwar zahlenmäßig nicht so groß, aber natürlich mit einer unglaublichen kulturellen Bedeutung. Und ich werde natürlich mich mit dieser Frage beschäftigen. Es hat mir auch der Premierminister zum Beispiel ein Buch geschenkt, das gerade herausgekommen ist, über die Kirchen, die vor allem im Siedlungsgebiet der Altösterreicher sind. Also man sieht hier auch schon durch die Publikationstätigkeit, dass es eine gewisse Anerkennung des Problems gibt, dass jetzt auch mit der Weiterführung des Kulturabkommens wieder mehr Mittel investiert werden. Das heißt, Schritt für Schritt sehe ich hier eine Verbesserung der Situation. Und bei der Restitution? Die Restitution ist dort, wo sie derzeit ist. Da werden wir schauen, ob wir Bewegung hineinbringen. Herzlichen Dank und noch schönen Aufenthalt bis zur Pressekonferenz. Dankeschön. Darf ich eine Frage stellen? Ja. Ist es aktuell noch gesungen, die zweisprachige Tafel? Naja, ich würde sagen, es ist nicht ausgeschlossen. Die Frage ist, bekommen wir bis zum Sommer eine Lösung oder ist auch das Parlament imstande, das noch vor dem Sommer zu machen? Wir haben ja hier geschäftsordnungsmäßige Fristen einzuhalten, aber wir haben jetzt Mitte Mai. Bis Mitte Juli sind noch 2 Monate Zeit, und ich habe den Eindruck, dass von der Stimmung in der Bevölkerung und von allen Beteiligten her eigentlich alle genug davon haben, sich mit Symbolfragen wechselseitig zu behindern, sondern dass es darum geht, das Zusammenleben zu verbessern. Da sind die Ortstafeln ein Teil des Gesamten, aber man sollte es nicht alleine auf das reduzieren, sondern es geht auch darum, jene Vereine und Verbände zu stärken, die das Zusammenleben fördern. Es geht auch um die wirtschaftliche Entwicklung. Also ich bin optimistisch. Nächste Woche haben Sie ein Gespräch mit Schreider. Welche Rolle spielt er bei dieser Frage? Er ist der Landeshauptmann und ich spreche mit ihm so wie mit allen anderen auch. Klar ist, dass wir eine möglichst breite Lösung haben wollen, aber klar ist auch, dass niemand ein Vetorecht hat. Danke. Samo kratko. Čak uz splošno, če se malo počekamo. Zato da bi ko 4 pobavili. Ampak samo en stav. Ja, samo stav.
Gospod predsednik, vsekakor zelo delovni obisk, dokaj dolgo srečanje, pogovor s kanclerjem. Katera vprašanja ste načeli, tudi tista, ki se morda nekoliko bolj oziroma manj? V bistvu smo se pogovarjali in se bomo še pogovarjali, ker obiske delovne narave, kako vidite, so vse priložnosti izkoriščene za pogovor o bilateralnem sodelovanju, mislim, v možnem smislu, gre predvsem za zelo dobro ekonomsko sodelovanje, ki se še nadgrajuje na Avstriji, naših najpomembnejših partnerjev, pa tudi Slovenija z Avstrijo zelo pomembnih partnerjev. Potem gre za vprašanje vezano na status slovenskih manjšin v avstrijskem Koroškem, kjer so nekateri optimistični obeti. Vendar pa ni možno še govoriti o končnih rezultatih, ampak na tej temi smo se veliko pogovarjali. Tudi gre za nekatere tehnične podrobnosti, ki v času pogajanja še niso javne. In potem gre seveda za naš skupen odnos do evropske prihodnosti, kjer smo popolnoma na istih stališčih glede bodoče evropske pogodbe in tudi glede tega, kje so meje kompromisa, ki smo jih države, ki smo že ratificirale ustavno pogodbo, še pripravljene.